Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich vergesse wünschen ich natürlich auch ein ganz flott Vakanz an dem Joel auch ein großes Merci, nicht nur als Nobeschrei, aber es war ganz agreeabel und erfrischend mit dir zu diskutieren. Dafür große Merci. Was das Projekt dann nur belangt, stellt sich vor, wie organisieren und finanzieren wir eine Mobilität, die den Besoin von den Bürgern gerecht wird. CSV steht klar für einen starken öffentlichen Transport, einen guten öffentlichen Transport als nicht nur eine Frage von Mobilität, das ist auch eine Frage von Lebensqualität, von der sozialen Gerechtigkeit, von der wirtschaftlichen Entwicklung und somit doch von der Attraktivität von unserem Land. Dabei spielt der Bus natürlich eine besondere Rolle, besonders bei uns in den ländlichen Regionen, dass der Bus ganz oft das einzige öffentliche Verkehrsmittel ist. Für viele Leute, wie zum Beispiel Schüler, Leute, die nicht mit dem Auto fahren wollen oder können, aber auch Pendler, als Funktionär der Busreise eine konkrete Bedingung für gesellschaftlichen, alltäglichen Leben teilzuhalten. Dafür ist es wichtig, dass wir an Qualität, an Zuverlässigkeit vom öffentlichen Transport investieren. Mein attraktiven öffentlichen Transport besteht nicht nur aus Linien oder aus mehr Kilometern. Entscheidend, dass das Service funktioniert. Der Bürger erwartet, dass der Bus pünktlich ist, dass Verbindungen funktionieren, Horäre realistisch sind und sie sich auf das System verlassen können. Für viele Leute gibt es keine Alternative wie der Bus. Und dafür spielt der Diversität in wichtigen Pilier in unserer nationalen Mobilität und vor allem sind wir bei den Gemeinden, weil sie verbindet auch Gemeinderegionen, Großregionen mit der Bevölkerungsentwicklung, dem Wursten von Arbeitsplätzen und einer immer mehr größeren Mobilitätsdemand. Also doch klar, dass wir also Busreseau weiterentwickeln müssen. Herr Präsident, der wichtige Punkt, den erfährt als eine nationale Mobilitätspolitik darf nicht nur aus einer zentralen Perspektive gedurcht gehen. Gemeinden spielen da eine ganz richtige Rolle. Sie sind die Institutionen, die am nächsten beim Bürger sind. Sie kennen ihre Bevölkerung, sie wissen, wo sie sich bewegen, sie kennen ihr Quartier, ihr Industriegebiete, ihre Schulen, ihre Bevölkerung. Dafür ist es wichtig, bei der Organisation von dem Bustransport auf Gemeinden zu lauschen. Ich kann doch bestätigen, dass das an der Realität auch ganz gut funktioniert. Eine gute Mobilitätspolitik ist eine Politik, die vom Bürger ausgeht, auch für den Bürger gedurcht ist. Dafür ist der Austausch eben so wichtig zwischen Staat, Gemeinden und mit der Erwärmung eine echte Partnerschaft, die da nötig ist. Herr Präsident, das Projekt für uns ist aber auch gesetzt mit einer außergewöhnlichen finanzieller Dimension. Wir schwätzen hier von einer Anpassung von der Finanzierung vom RGTR an Höchst von rund 4 Milliarden 435 Millionen bis zum Ende 2031. CSV erkennt an, dass ein höchst qualifizierten öffentlichen Transport ein Kostenpunkt ist. Sicherheit, Komfort, Accessibilität, ökologisch besser an eng besser offer hunmal hire Preis. Och d'Umstellung op eng wie proper Flot not op elektrisch Bussen as eng nedige Entwicklung, die an dieselbe Richtung geht. Wir wollen eng Mobilität, die auch für die nächste Generation verantwortlich ist. Et muss aber über Verantwortung schwätzen. 4,434 Milliarden Euro sind eng enorm zum Steuergelder. Politik muss immer Beidseiten am Erbehalten engseits Qualität vom Service, wir aber auf der anderen Seite die Steuerzahler nicht vergessen. Einerseits braucht wir einen öffentlichen Transport, den der Herausforderungen von der Zukunft gerecht wird. Andererseits muss man auch sicherstellen, dass alle Investitionen durch effizient und nachhaltig sind. Es geht nicht darum, den öffentlichen Transport gegen Finanzen vom Staat auszuspielen, es geht darum, beides zusammenzubringen. Wir müssen dafür sorgen, dass alle Euro, die in die Mobilität investiert wird, auch ein konkret Plus-Value für unsere Gesellschaft darstellt. Herr Präsident, CSV setzt sich für eine starke öffentliche Mobilität an. Mehr eine starke Mobilität ist nicht nur eine Frage für Budget und Infrastrukturen, das ist auch eine Frage von Oberschaft, das ist eine Frage von Qualität vom Service, von Zuverlässigkeit und von Vertrauen.
De Bierger muss wissen, dat den öffentlichen Transport fir hin du ass egal ob an der Staat oder bei enger kleiner Landgemeng wohnt. Mobilitätspolitik muss all der vun de Bierger an unserem Land besser machen. An dem Sinn gi ich nach Kor vun der CSV-Fraktion also nicht mehr.